So, Freunde, nach dem katastrophalen Ende der letzten Folge wagen wir uns jetzt ein neues Gebiet, und zwar die Gladiatorungeheuer. Eine Spezies, die ich damals irgendwie auch noch ein bisschen mitbekommen habe. Warte mal, was haben wir hier noch? Betriebe der Gerechtigkeit, okay. Ja. Nee. Warum die Gladiatorungeheuer? Eigentlich auch schon eine Kartenart, die ein bisschen älter ist. Ich lasse mich überraschen. Auf zum Szenario. Wir kriegen Feuerpunkte. Ne, R-Punkte müssen das sein, oder? Ja. Der Ruhm der Gladiatorungeheuer. In uralten Zeiten beherrschte ein Imperium die Welt. Die Stadt florierte, ihre Einwohner lebten in Frieden. Krieg gab es nur in fernen Ländern, und die Aristokraten, die keine Gefahr kannten, beschlossen den Bau einer großen Arena, des Kolosseums. Darin kämpften Gladiatorungeheuer zur Unterhaltung bis auf den Tod. Turniere fanden Tag und Nacht statt, um den latenten Blutdurst der Aristokraten zu stillen. Lang lebe das Imperium! Gegrüßt seien die in den Tod geweihten Helden! Mit einem Hornsignal begann ein wilder Kampf, in dem die Ungeheuer Klauen, Zähne und jede verfügbare Waffe einsetzten. Im Kolosseum wurden jene, die die Menge begeisterten, mit Lob überschüttet. Das spornte die Gladiatorungeheuer an, die große Risiken eingingen, damit ihnen die Zuschauer zujubelten. Das Imperium war auf dem Höhepunkt seines Wohlstands, aber ein kleiner Funke leitete seinen Untergang ein. Mit dem Niedergang des Imperiums wurden auch die Kampfturniere seltener. Die Aristokraten versiegelten das Kolosseum auf ewig. Aus Angst, die Gladiatorungeheuer, die ihren Kampfplatz verloren hatten, könnten revolutionieren. Viele Jahre sind seit dem Fall des Imperiums vergangen und das Kolosseum ist mit der Zeit verfallen. Aber eines Tages glänzte der Boden von verblassten Blutflecken und die Gladiatorungeheuer erschienen. Von der Tribüne, auf der längst keine Zuschauer mehr saßen, erschallte wieder das Hornsignal. Lang lebe das Imperium, gegrüßt seien dem Tod geweihten Helden. Im Kolosseum, umgeben von der fallenden Stadt, kämpfen die Gladiatorungeheuer wieder. Und als Lohn für ihre heldenhaften Mühen ertönt wieder der Jubel der Aristokraten. Schön. Ja, das ist doch schön für sie. Erdkugel. Yeah. So, lernen die Vorzüge und Nachteile des Gladiatorungeheuer-Decks. Sehr, sehr gerne. Was macht ein Gladiatorungeheuer-Deck einzigartig? Die Monster haben Effekte, die es dir erlauben, die Monster nach der Battlephase ins Deck zurückzulegen, falls sie gekämpft haben, und ein Gladiatorungeheuer mit anderem Namen und Spezialbeschwörung von einem Deck zu beschwören. Diese Art der Spezialbeschwörung von Gladiatorungeheuer-Monstern erlaubt es dir, noch mehr ihrer Effekte freizuschalten. Außerdem brauchst du keine Fusion um Gladiatorungeheuer und Fusionsmonster Spezialbeschwörungen zu beschwören. Du kannst die einfache Spezialbeschwörung beschwören, indem du den notwendigen Material von deiner Spielfeldzahl in dein Deck zurücklegst. Okay. Versuchstiger. Na, wegen die Gladiatorungeheuer das Duell zu gewinnen. Mache ich. Ich aktiviere den permanenten Zauber Zurückweisung der Gladiatoren. Ich schwöre dann Gladiatorungeheuer Hoplomus. Hoplomus. Hoppla. Okay, wir haben eine Hand. Versuchstiger. Bestiari, okay.
Also geht auf den Friedhof. Der geht ins Deck zurück. Und dafür Spezialbeschwörung. Kette. Auflösen. Tongeheuer. Murmilo. Ja, da stehen jetzt Tongeheuer auf meiner Seite. Wie heißt der Vogel? Gysarus, so. Also quasi eine Art Kontaktfusion, würde Jaden jetzt sagen. Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. Greife deinen Gegner an. Ja gut, die Vorzüge kenne ich jetzt zum Deck. Was sind die Nachteile? Victory is our. Eine Wasserkugel. Sehr schön. Ching, ching. Ein Gladiator. Was? Entschuldigung. Ein Gladiatorengeheuermonster kann den Effekt am Ende der Schlacht aktivieren, es auf dem Spielfeld überlebt. Das ist eine Angriffskraft als die der Monster des Gegners. Was? Überlebt, selbst wenn seine Angriffskraft als die der Monster des Gegners. Da fehlt was. Verliere nicht nur die Angriff der Monster des Gegners, aber auch. Was? Nicht nur der Gegner. Aber auch ob der Gegner legt einen Gegenzug. Müssen wir halt ausprobieren, Freunde. Da hilft alles nichts. Das wäre doch mal die Idee. Kann ich mir was rufen, wa? Versuchspanther. Ah, die gehen auch mit Gladiatorengeheuer, interessant. Das auf ganz normale Karten, okay. Deaktivieren und zerstöre es. Das müssen wir sagen, der Gegner kontrolliert, falls möglich. Am Spielzug kann. Du kannst ein Gladiatorengeheuermonster in deiner Hand oder in einem Friedhof ins Main Deck mischen und ein Monster wählen, das du kontrollierst. Ein Grunddiff. Naja, ich meine, trotz allem sehr interessant. Will man sagen, ab in die Kampfphase.
würde sagen, das versuchen wir gleich mal. So, und zwar jetzt eine Art Schnellfusionsbeschwörung, wäre gar nicht mal so übel. Naturungeheuer. Nerokius. Kann jedoch Kampf zerstört werden. Reformiert. Kann seine Semmelzug, so kann man direkt aktivieren. Und im 6. Mischen, am Deck. Alter! Kann ich meinen Gegner direkt schon vernichten? Warte mal, ich bin hier noch im Kampf, in der Kampfphase. Am Ende der Battlephase angegriffen wurde, kannst du ins Deck mischen. Ah, okay, so. Also jetzt können wir es eigentlich machen und 2 Monster rufen. Die Frage... Ja, komm. Wir müssen auch ein bisschen gucken, was wir so für geile Gladiatorengeheuer noch im Deck haben. Nee. Ich muss eine Gladiatorenkarte abwerfen. Kann ich gar nicht, wa? Nee. Gar kein Monster. Ah, der sieht schon besser aus. Hä? Wieso? Jetzt hat er, hä? Ich wollte ganz andere Monster haben. Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er irgendwie ganz andere Karten genommen, die ich eigentlich wollte. Hä? Okay. Manchmal ist das mit dem Selektieren noch ein bisschen seltsam. Ich wollte eigentlich das andere Viech rufen, die mich einen dieser 3 Karten hätte zerstören können. Ganz creepy. Ganz, ganz creepy. Aber sicher ein schnelles Deck. Ja, aktivieren kann ich es mal. So, na dann, Kampfphase. Jetzt können sie auch schon vorbei sein. So ist es. Und Victory is our. Also, Gladiatorengeheuer sind, wie ich es noch so ein bisschen Erinnerung habe, sehr schnell, sehr gefährlich. Da brauchen wir sogar Windkarten. Okay, kann ich mal falsch halten. Sehr schön. Ein paar Minuten haben wir noch mal sagen, erstmal das Duell versuchen, nachher Ziel können wir noch machen. Dann haben wir uns eine Folge lang nur um die Gladiatorengeheuer gekümmert. Okay, ein bisschen die bekannten Karten. Mein Deck wird vermutlich ein bisschen anders sein. Ja, ich würde sagen, versuchen wir es mal. Ja, das macht doch Spaß. Also ja, das Deck hier macht definitiv Spaß. Ikos Angriff an, schlecht.
Genug geflügeltes Ungeheuer, also der wird gehen. Mhm. Der zwar auch. So. Ihr Gladiator, Ungeheuer. Was hat der noch die Karte? Ja, muss ich fast, wa? Ja, also für 2 Karten wählen muss. Warum nicht bis zu 2 Karten? Das wäre irgendwie viel geiler. Ernsthaft? Der war fies. Das Fusionsmaterial. Das Problem ist, ich habe natürlich schon ein paar Fusionsmaterial-Monster, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da großartig nutzen kann. Bestiare natürlich jetzt schon weg, das ist ein bisschen doof. Ich kann aber auch mit dem hier jetzt nichts Spezielles anfangen, wa? Octavius wäre der. Er kann den rufen, gegen den kämpfen lassen, beide tot. Ja, super. Das geht schon. Oh, schon 3 Gladiatoren gemacht. Hier. Ja, aber Stufe 5 oder höher, der ist niedrig. Ja, viel bringt's nicht. Aber besser als nichts, würde ich mal sagen, wa? Hä? Kann ich trotzdem rufen? Ach so, okay. Aber jetzt ganz kurz überlesen, offenbar. Entschuldigung, mein Fehler. Zum Glück haben wir es trotzdem versucht, ey. So. Jetzt nochmal gucken. Was war das jetzt? Er wollte eigentlich den nutzen. Ja, warte mal. Welcher war das jetzt? Nicht so. Irgendwie ein geiler Effekt wäre jetzt cool. Ja, den können wir zum Beispiel machen. Der wäre auch eine Option. Der wäre zwar auch nicht schlecht.
Warte mal. Der wäre vielleicht nicht so übel. Warte, ich jetzt irgendwie so einen Effekt drauf. Der hier. Das ist ein Friedhof. Das ein Deck hinzufügen. Nee, der auch nicht. Okay. Nee, komm, versuch's trotzdem mal anders. So, in dem rein, komm. Shit happens. So. Und theoretisch könnte ich schon wieder fusionieren, oder? Die beiden oder den, der wäre natürlich auch geil. Naja. Ja, später, Freunde. Momentan sind wir eigentlich im Vorteil, da er keine Karte mehr auf der Hand hat. Ach, mit einer. Was soll er mit einer großartig machen? So, ein netter kleiner Streitwagen. So. Schöner, kleiner, netter Angriff. Dann will man sagen, rufen wir hier mal was anderes. Nee, noch nicht. Der kommt später zum Zuge. Bestiari bringt momentan auch nicht viel. Es sei denn, ihr wollt eine Fusionsbeschwörung nutzen. War gar keine Fusion. Warte mal, habe ich überhaupt eins im Friedhof? Nee, eben. Such mal den hier, komm. Sieht auch krass aus. Den lassen wir noch. Jetzt ist es wieder vorbei, und wenn das jetzt so weiterhin so gut läuft, sind wir sowieso bald durch. Nee. Ich will angreifen, Freunde. Dem ordentlich in die Fresse schlagen. So. Sogar beide. Warte mal, ich mache erstmal den hier. Was? Nein. Dann hat man kein Monster auf der Hand. Wähle ich mal ihn hier. Eine Kette, die aufzulösen versucht. So, nutzen wir noch deinen Effekt gleich auch noch. Ja, das schon wieder. Nee, nicht der hier, sondern... Ich habe ein Gladiatorengeheuer auf der Hand. Ja, Friedhof legen und Gladiatoren bis dahin werden Stufennamen dieselben wie des Monsters.
Ja, mal den mal versuchen. So. In der Battlephase. Nee. Mal kämpfen könnte ich eh nicht mehr. Aber ich kann den mal noch setzen. So. Die sind schon krass, Gladiatoren Karten. Also, puh. Respekt, ey. So. Was könnte ich denn da Schönes rufen? Du kannst bis zu 2 Spiel verwählen, zerstört die gewählten Ziele. Wäre eine Option, ihr könnt den nochmal rufen. Nee, da finde ich den Effekt besser. So. Augustus. Sowas kann der Schönes. Ja, okay. Mal gucken, ob es zu Ende ist. Ja. Sehr schön, Freunde. Also Gladiatorengeheuer, die rocken. Immer noch. Ching, ching. Wir freuen uns schon auf das nächste Duell in der nächsten Folge dann. Oh, Feuer. Sehr schön. Dazu aber erst später mehr. Jetzt werden wir sagen, wir schließen das Ganze noch ab, oder? Ne, was sage ich, die Folge 20? Ne, komm. Ne, wir lassen es für heute gut sein. In der Hoffnung, dass wir in der nächsten Folge hier nochmal weitermachen, dann das Ziel hier abschließen können. Oder alternativ halt mit einem anderen Themendeck hier weitermachen. Wir haben noch ein paar offen. Ein paar ältere. Hier zum Beispiel die ursprünglich Karakuri studieren, da sieht man sehr schön am Tor, die würden gehen, aber eben auch die Pyroxenkriege würden jetzt gehen. Ich glaube, wir versuchen mal, der Ruhm der Gladiatorengeheuer in der nächsten Folge abzuschließen, plus die Pyroxenkrieger. Und zumindest mal das Tor aufzumachen. Wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ciao zusammen!